Ciao zusammen, ich bin Jürg, euer Griechen Yeti und willkommen zurück zu Draft Champions. Beim letzten Mal sind wir ja richtig erfolgreich mit einem 4:0 in Draft Champions gestartet. Wie es heute wird ausgehen, wie die Match werden heute sein, gegen wer wir werden heute spielen, das erfährst du gerade, denn wir starten sehr schnell mit der Action. Vorher natürlich noch ein fettes Dankeschön für euren Support und dass ihr richtig Freude daran habt, wie ich auch an dem Draft Champions. Und wenn du die nächste Folge nicht verpassen möchtest, steh auf meinem Kanal Griechen Yeti, dann abonniere noch meinen Channel kostenlos und aktiviere noch das Glöckchen. Und jetzt, wie versprochen, starten wir mit der Action auf dem Eisfeld. Los geht's! Erste Gegner für heute sind die New York Islanders. Und ich habe einmal gesagt, ob man irgendeine Schwierigkeitsstufe erhöhen kann. Man kann sie leider gar nicht einstellen. Ich sehe auch nicht, auf was für eine Schwierigkeitsstufe wir allgemein hier spielen. Ist ein bisschen nervig, ja. Kriegen wir jetzt endlich mal das 1:0 her, du Dami-Siach. Das kann's doch nicht sein, hey. Da, jetzt rein mit der Scheibe. Drinnen ist sie auch. Wir gehen jetzt in Führung mit 1:0. Yeah! Oh, was für ein Pass, hey. Können wir das jetzt auch noch erfolgreich abschliessen? Jawohl! Wir können sogar noch erfolgreich abschliessen. 2:0. Zum ersten Mal müssen wir jetzt hier bei Foot Draft im Boxplay spielen. So, das wollte ich so halbwegs sagen. Und was ich jetzt will sagen, ist, dass wir angreifen können, sogar hier in Unterzahl mit Ovechkin. Aber wir machen kein Goal. McKinnon an der Scheibe. Was ist denn übrig? Kriegt sie wieder. Er zieht ab und er trifft zum 3:0. Nathan McKinnon. Oh mein Gott, du. Oh nein, nicht da. Schön Goalie. Oh mein Gott. Auch wenn es immer wieder mal heikle Situationen von unserem Goal gibt oder so wie da und wir in Unterzahl spielen, muss ich ehrlich sagen, wirklich bedenken, dass wir den Match verlieren sollten, habe ich nicht. Oh mein Gott. Hey, es bahnt sich an, dass wir vielleicht doch noch bald das Goal kassieren. Nein, scheiße. Fuck. Heiligam Bimbam, du. Hey, jetzt wird es Zeit, dass wir denen wieder einmal einen Denkzettel verpassen. Und zwar mit einer Kiste. Was läuft da einmal mit diesen Islanders so? Unglaublich, ey. Ich greife nur noch ein, komme nichts mehr zu machen. Ausser zum den Pfosten anschiessen. Wir verbessern unsere Position ehrlich gesagt gar nicht, indem wir noch eine Unterzahl spielen. Ausser wenn ich jetzt auch Kisten mache. Aber ich mache sie nicht. Die Islanders werden immer besser und besser. Und ich muss ehrlich sagen, langsam aber sicher hätten sie sich ein Goal verdient. Nein! Fangt uns die Scheiben ab. Letztes Drittel. Jetzt muss sich wieder unsere Offensive zeigen. Da Ovechkin, Pass übrig. Und was für ein schlechter Schuss, du. Oh mein Gott, geil Scheiben geholt, aber noch nicht verwertet. Kriegen zwar keine richtige Chance hin, aber das Bulli, das könnten wir jetzt wieder gewinnen und so mit einem Bulli-Goal machen. Nein, doch nein, Mann. So, komm raus da, jawohl, jetzt. Zack, Schuss. Abpraller, Kiste, yes, 4:0. Endlich wieder einmal ein Goal in dem Match und es ist sogar für uns. Wieder 4:0 wie beim letzten Match. Schaffen wir es das mal, ein 5:0 zu machen oder schafft es unserer Gegner eine Kiste zu machen? Nein. Nicht da, schön dazwischen, schön Goalie. Oh, Pfosten. Die letzten paar Sekunden sind jetzt am Laufen. Komm noch Pass übrig und ein Schuss. Und da haben wir das 5:0. Jawohl, wir erzielen tatsächlich noch die 5. Kiste in dem Match. Yes, geil. Und aus diesem Grund interessieren wir die letzten paar Sekunden in dem Match überhaupt nicht. So, Sirene ist da. Wir gewinnen Match Nummer 1 mit 5:0 und gehen direkt in den nächsten Match ab. Geht's! Und im zweiten Match erwarten uns St. Louis Blues, wo wir das Bulli leider verlieren. Bulli ist verloren, scheiß drauf, wir holen uns trotzdem den Sieg und am besten wieder zu 0. Oh, heikel, schön dazwischen gewesen. Und jetzt mache ich einen Fehlpass. Also irgendwie habe ich das Gefühl, dass eben da in diesem Modus der Schwierigkeitsgrad einfach von Match zu Match höher wird. Also das würde einiges erklären, warum der erste Match so einfach war. Scheiße, du, ich muss mich da konzentrieren, danke Goalie. Machen wir jetzt halt eine Kiste und dann führen wir schon mal 1:0. Das wäre doch perfekt, aber ich verzeihe. Jetzt noch Unterzahl spielen, hey, das ist scheiße, Mann, das ist scheiße. Verdammte, danke Goalie. Ja,
So ein Goal ist immer schön zum Kassieren. Fuck noch einmal, hey, Scheiße du! Es zählt nicht, es zählt gar nicht! Oh mein Gott, bitte zähl nicht, bitte zähl nicht. Es zählt nicht, jawohl, wir haben wieder ins Null auf unserer Seite. Ich komme einfach nicht führen. Das ist nicht zum Glauben. Es ist nicht zum Glauben, dass ich einfach nicht führen komme. Und irgendwann hätte es passieren müssen. Und da ist es passiert. Wir kassieren den Kisch und sind somit mit 0:1 im Rückstand. Fuck noch einmal. Wir haben jedoch noch 2/3 Zeit, um den Ausgleich zu erzielen oder sogar noch den Sieg uns auszuholen. Danke, Goalie. Meine Fresse, wie der saved. Nein. Schön dazwischen. So, komm schon, Junge. Komm schon. Zack. Schuss! Wieder in der Fanghändchen! Ja bitte, jetzt einmal endlich wieder einen Angriff für mich haben. Einfach mal einen Angriff. Was sind das für Schüsse? Wenn ich schon selten vorne komme, dann sollten die Schüsse von mir wenigstens richtig gefährlich sein. Aber nein, das sind es auch nicht. So, jetzt. Komm schon. Zack. Pass ab. Nein, ist ein Pass dazwischen. So, komm schon, unsere Legende. Du kannst das, du kommst schön rein, jawohl. Pass ab. Ovechkin abziehen auf der Goalie, Mann. Oh, geil abfangen. So, Ovechkin, komm, Mann, das kriegt's doch nicht. Wieso kriegen wir kein Goal an? Letztes Drittel, unser erster Angriff. Bitte, bis erfolgreich. Nein, verzeihen. So, bitte, einen schönen Angriff. Ein schönen Angriff oder ein bisschen glücklichen Angriff. Wieso haben die immer so viel Platz gegen mich? Sie haben immer so viel Platz gegen mich und da ist 2:0 für St. Louis. Sie haben 0 Brötchen heute in dem Match. Einfach nichts kann ich entgegenhalten. So bitte, hey, jetzt aber. Komm, jetzt einmal. Das gibt's doch nicht. Wieso kriege ich kein Goal her? Nein! 3:0! Ich werde sowas von vorgeführt hier! Scheiße, Mann! Also ein Goal will ich herkriegen. Einfach so ein Ehrengoal. Ein fucking Ehrengoal! Nein! Komm schon, ein Goal. Einfach ein scheiß Goal! Aber ich verziehe die ganze Zeit! 5 gegen 3 noch vor ein paar Sekunden. Jetzt eine Kiste machen. Komm, rein mit dieser Scheibe. Das gibt's doch nicht! Komm, Jungs! Das ist nicht zum Glauben! Nein! Nicht noch ein Goal, aber ja, haben wir noch mal ein Goal kassiert. 4:0, hey. Jetzt kassieren wir so viel Goal, hey, wie wir in den anderen Match davor verteilt haben. Ich kann sagen, das ist Karma. Das ist eindeutig Karma, dass wir jetzt hier den Match auch zu 0 verlieren haben. 0:4 Niederlage da. Scheisse, du. Das habe ich jetzt wirklich nicht gedacht, dass wir absolut keine Brötchen haben. Aber es ist tatsächlich so gewesen. Fuck noch einmal. Dann würde ich sagen, holen wir uns einmal unsere Belohnungen ab. Vielleicht kriegen wir etwas Gutes. Ich bezweifle es sehr, sehr stark. Aber hey, wer weiß. Bitte. Einfach etwas Geiles drin. Einfach etwas richtig Geiles drin. Aber... Das war so mit meinem ersten Draft Champions hier auf meinem Kanal Grisha Yeti. Wenn es dir gefallen hat, dann würde ich mich natürlich über eine positive Bewertung freuen. Und natürlich auch noch auf ein Abo, sofern du das nicht bereits gemacht hast. Und wenn du dann noch das Glück gelegt wirst, wäre das richtig nice. Nichtsdestotrotz bin ich jetzt draußen. Ich danke dir nochmal fürs Zuschauen und wünsche dir somit noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und einen schönen Morgen. Ciao!